Shalom Aleichem, eine Begrüßung zu meinem Podcast Yiddish mit Baruch, a podcast for intermediate Yiddish. I will be doing 3 podcasts a week for intermediate learners, people who know some Yiddish but aren't quite ready for more advanced, fast, natural conversations in Yiddish. I will be doing 1 podcast a week on Yiddish culture, both secular and religious. I will be doing 1 podcast a week for a current news story. And I will be doing 1 podcast a week on the weekly parsha or another religious Yiddish text. So this podcast is for all speakers of Yiddish, all learners of Yiddish, secular and religious. Und wir wollen beginnen. Und wir heben an mit wo kann man reden Jiddisch und mit wemmen. Wo und mit wemmen. Als Jiddisch redet sich nicht in aller Erde heutzutage. Als Jiddisch redet sich in weltlichen Kreisen, in Klassen, in private Gruppes und in andere Orte, in Privathäuser und mit Chaverim, was reden Jiddisch. Aber man kann nicht reden Jiddisch in a Geschäft, in Supermarkets, in weltlichen Kreisen, in weltlichen Städten. Das ist heute nicht mehr möglich. Aber in frühen chassidischen Kreisen kann man reden Jiddisch in Gas, kann man reden Jiddisch in Geschäften, kann man reden Jiddisch in Supermarkets. Man kann reden Jiddisch in aller public, in aller öffentlichen Orte. L'moshel, for example, zum Beispiel, kann man reden Jiddisch in Orte in New York, wie Monroe, wo die Satmarer Chassidim wohnen. Man kann reden Jiddisch in New Square, wo die Square Chassidim wohnen. Man kann reden Jiddisch in Brooklyn Heights, wo verschiedene Mine, different types of, verschiedene Mine Chassidim wohnen. Und man kann reden Jiddisch auch in Orte wie Monsey. Ich wohne in Connecticut, sehr nahe zu Monsey. Und sehr oft fahre ich in Monsey mit meinen Kindern oder allein, zu kaufen, Essen, Sforim, Bücher. Und wir seien nicht kein Chassidim. Also meine Kinder gehen zu einer jüdischen Schule, einer jüdischen School, aber sie seien nicht kein Chassidim. Sie haben nicht kein Payas, ich habe nicht kein Payas, ich habe nicht kein Bord. Also, wir seien nicht kein Chassidim. Aber wir reden Jiddisch mit den Menschen, was wohnen in Monsey. Wie kann das sein? Well, es kann sein, weil die Verkäufer in die verschiedenen Geschäften willen verkaufen ihre Produkte. Wollen sie reden mit uns in der Sprache, was wir wollen. Und ob wir reden Jiddisch, wollen sie reden Jiddisch mit uns. Euch, wenn sie willen nicht haben, kein Schumschaches mit uns, gut outside of, gut von ihren Geschäften. Weil wir seien nicht kein Chassidim. Aber sie wollen reden mit uns, weil sie verkaufen ihre Produkte. L'moshel, ob wir gehen in ein Geschäft, wollen sie verkaufen ihre Bücher. Man kann reden mit sie
wegen die Produkten, was sie verkaufen, wegen die Bücher. Und sie haben Bücher und Spielen für Kinder. Sie haben Svorim, was seien meistens geschrieben geworden auf Hebräisch. Aber einmal kann man finden, Svorim, was seien geschrieben auf Jiddisch. Bücher, Zeitungen seien geschrieben auf Jiddisch. Man kann reden wegen die dosigen Sachen auf Jiddisch mit den Verkäufern. Man kann euch reden mit die anderen Koinim, was seien in dem Geschäft. Und ich hab gesehen und meine Erfahrung, meine Experience ist gewesen, als sie wollen reden mit mir. Und ich kann fragen wegen die Preisen von den Produkten. Ich kann fragen, wo man kann etwas finden, was man sucht. Ich kann reden wegen poschte Sachen und sie werden reden mit mir. Sie gehen nicht rein in einen Café, zu trinken eine Kaffee mit mir, nur sie reden mit mir. Und sie seien sehr freundlich. Ich habe nicht kein Sorges mit sie. Ich habe nicht gehabt, keiner hat nicht gesagt, dass sie will nicht reden mit mir. Als Sachmenschen haben Moire für die Chassidim und für die Hachidim beklau. Aber man darf nicht haben kein Moire von sie. Oder man will Poschet reden mit sie in einem Supermarkt, in einem Svorim-Geschäft, in Gas in Muncie. Bederich Klal seien sie sehr freundlich. Sie haben uns nicht Feind, sie wollen reden mit uns. Was sagt man auf Jiddisch, ob man fort kein Muncie, Lomoschel? Man kann sehen, Sachen auf Jiddisch in der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit in Public. Man kann sehen, Lomoschel, die Etiketten für die heutigen Produkte. Ob man hat es produziert in Muncie oder nur zu Muncie und die Verkäufer seien ortige Verkäufer. Einmal schreiben sie ihre Etiketten auf Jiddisch und man kann das sehen in die Supermarkets. Oder in einem Supermarkt wie Bingo kann man sehen Comicbücher. Und die Comics seien sehr populär mit den jungen Kindern, was lernen Jiddisch. Und sie seien nicht sehr teuer. Also man kann kaufen eine Sammlung von Comics für $30. Und sie seien sehr einfach zu verstehen. Für Jiddisch-Lerners, was haben ein Intermediate Madrega, als Intermediate Jiddisch-Lerners oder Mittelstapel Jiddisch-Lerners, kann man lernen relativ einfach die Comicbücher, was seien geschrieben geworden für Kinder und junge Leute, Teenagers. Die Erwachsenen können lernen die Comicbücher auch. Und sie seien einmal sehr lustig und uninteressant. Es wendet sich wenn man wird lernen die solche Sachen. Man kann euch kaufen die Zeitungen und die Bücher, was seien geschrieben geworden auf Jiddisch. Man kann finden sehr Sachbücher für Kinder und junge Leute auf Jiddisch. Einmal kann man finden als Svorim, was Sefer oder Svorim, Religious Books, was seien geschrieben geworden auf Jiddisch. Nur sie sind sehr begrenzt.
als sehr oft werden sie geschrieben auf Hebräisch. Aber man kann finden Zeitschriften und Zeitungen auf Jiddisch in die Supermarkets und die Warengeschäften. Also ich kann euch empfehlen, zu fragen, kennt man sie, ob ihr wollt reden, ein natürliches Jiddisch in der Öffentlichkeit, in einem Supermarkt oder einem Warengeschäft oder in Gas. Einmal habe ich euch geredet Jiddisch in einem Kaffeehaus, ein Café. Als der Besitzer, der Balabos, the owner, ist gewesen ein Chassid. Und hat geredet Jiddisch mit mir. Hat nicht ausgesehen wie ein Chassid. Hat gesagt, gemeint, ist gewesen ein Satmara, nur hat nicht ausgesehen wie ein Chassid von Satmar. Und hat geredet Jiddisch mit mir. Und ist gewesen sehr freundlich. Weil hat gewollt verkaufen etwas. Und als sie wollen etwas verkaufen, werden sie sehr freundlich. Und sie reden eine Sache. Und das ist der Sof von dem ersten Episode von Jiddisch mit Baruch. Ich will machen noch einen Podcast. Ich will reden wegen die Neues auf Jiddisch. Und das wird sein Mittwoch von der dortigen Woche. Seid gesund und ich hoffe, wir werden sich sehen noch einmal.